Kürbiscurry, einfach gemacht, wie das funktioniert. Mit oder ohne Inder, siehst du jetzt gerade. Also beim indischen Kürbiscurry habe ich eigentlich erwartet, dass uns da ein Inder ein bisschen hilft. Aber was braucht es denn für den indischen Kürbiscurry, wenn wir keinen Inder dabei haben? Dann benutzen wir Kürbis natürlich. Ja. Bratbutter in diesem Fall, ein bisschen Koriander, wenn man gern hat, Kokosmilch, wir nehmen Erdnussbutter, Okay. ist auch mini indisch, ja. Reis als Beilage und wenn man keine echte Inder hat, dann hat man Steady Curry, der, wie ich mal gehört habe, mit so einer kleinen Inder da Hat drin kleine kommt. Inder drin, die helfen kochen. Genau. Ja, ist so. Also wenn man das schon aufmacht, dann riecht man schon wie, ich wäre auf dem Markt in Indien. Aber ohne, So. da geht es eben. Ja, da machen wir natürlich auch. Also schon für den Reis braucht man und es ist halt Salz, man kann da nicht so eine Salz kochen. Gell? Dann lohne ich dich jetzt allein Unbedingt. mit alledem und komme Und mit dem kleinen Inder. mit dem kleinen Inder. Komme Ja. ein paar Minuten zurück. Ja. Hey, Bis nachher. jetzt Däumchen rauf, sonst fängt sie gar nicht an zu kochen. Stimmt. Danke fürs Like, Kommentar unten schreiben und dann sehen wir uns bald wieder. Genau. Wenn Sie liken. Ja, so schnell. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Du bist geblieben. Das ist sehr schön. Ich mache das erste Mal hier, lustigerweise, wenn du schon länger da bist, weißt du, dass wir schon ganz viele Rezepte haben, auch viele, wo Reis als Beilage vorkommt. Und heute mache ich bewusst da vor der Kamera Reis. Einfach Reis. Man kann das mit der Basmati machen, im Fall von einer Curry, wäre ideal. Habe ich aber keine hier. Dann nehme ich ganz normal Langkornreis. Und ich mache das, weil ich habe wirklich schon Fragen bekommen von Leuten, ja, wie mache ich so, dass der Reis schön locker bleibt, nicht klebt, ohne dass ich unbedingt diese Beutelreis muss nehmen. Wir schaffen hier nicht mehr Beutelreis, die kosten erstmal viel mehr. Und ich finde nicht mal, dass sie viel schneller gehen. Also machen wir Reis und schau, dass sie schön locker bleiben. Fange ich aber, jetzt gehen wir zurück, mit dem Curry, weil nachher, wenn der Kürbis hier kocht, kann man den Reis machen. Okay? Kürbis habe ich schon geschnitten. Es gibt auch mit allen anderen Kürbis, die essbar ist, wenn man die Hause hat. Man kann das gut auch, wenn man, keine Ahnung, als Deko zu Halloween irgendetwas, einen Kürbis benutzt hat, kann man nachher, man muss nicht immer Kürbissuppe machen, man kann nachher einen Kürbis-Curry machen, solange ein essbarer Kürbis ist, bitte. Die anderen sind giftig. Also, fangen wir an mit dem Bratbutter. Man kann natürlich auch dieses G kaufen, aber man kann auch Schweizer Bratbutter kaufen. Und Butter und Kürbis passen wirklich ausgezeichnet zueinander. Es ist eine sehr gute Partnerschaft. Siehst du, wie schon so schön Kurkuma gefärbt ist. So ist, wenn der Curry gut ist. Dann hat richtig natürliche Farbstoffe drin. Dann ist Zeit für das gefriergetrocknete Zwiebel. Das ist wirklich so praktisch. Du musst nicht mal Zwiebeln schälen, Zwiebeln schneiden, muss man nicht brüllen. Kurz anbraten. Ich kann sagen, ein bisschen runter, also herunter hier mit der Temperatur. Dann ist das, was viele Leute vergessen, nicht wissen, dass der Curry als Gewürz, der muss wie aktiviert werden. Es schmeckt schon, wenn man schon so aufmacht, aber in Indien schmeckt noch intensiver oder in einem guten indisches Restaurant, weil es zuerst da in Kontakt mit der Hitze wirklich wie wieder aufgeweckt wird. Und dann schmeckt nachher viel intensiver. Abgesehen davon, dass die Leute im Haus schon wissen, heute gibt Curry. Das ist nicht mit allem Gewürzen so, aber der Curry gehört zu dem Gewürzen, die man aktivieren muss. Dann hat man diese schön goldige Butter. Hier kommt zuerst mit Erdnussbutter. Ich bin ein bisschen herunter jetzt mit der Temperatur. Also wenn da steht, die sagt, ja, ist ein indischer Curry, vielleicht werden einige Leute mir sagen, das ist gar nicht indisch, weil ich habe Erdnussbutter eigentlich in Thailand gegessen. Es gibt auch eine Curry, eine indische Curry, Massaman, da hat Erdnuss drin. Und für dieses Rezept habe ich mich in diese Massaman inspirieren lassen. Es ist natürlich nicht genau gleich gemacht, aber es kommt sehr ähnlich. Und es riecht so gut. So gut.
Hey, man kriegt gleich Feriengefühle. Jetzt Kürbis. Ich habe da meine ganze Mischung. Jetzt mache ich ein bisschen Salz, also das Herdöpfelgewürz noch. Gehe ich jetzt wieder ein bisschen herunter mit der Temperatur. Da kommt jetzt Kokosmilch noch im Spiel. Ich mache nicht die ganze Menge, die ich hier habe. Es kann sein, dass ich am Schluss ein bisschen mehr brauche. Es kommt sehr darauf an, wie viel Wasser diese Kürbis abgibt. Und ich wollte keine wässerige Soße haben. Also ich warte noch. Das lange schon, dass der Kürbis so im Kokosmilch kochelt, ohne dass am Boden hockt, oder? Lasse ich da. Und ich warte, am Schluss gebe ich je nachdem ein bisschen mehr Kokosmilch oder nicht. Diese Pfanne kann ich jetzt abdecken. Reis. Ich mache sehr oft mit Olivenöl. Heute, weil ich hier gerade Bratbutter habe, mache ich halt mit Bratbutter. Vielleicht die Inder da auf der anderen Seite werden mir sagen, nein, das gibt gar nicht bei uns. Und mit allem Respekt muss ich sagen, ist eine der besten Küchen der Welt. Ich kenne nicht viel, aber das, was ich kenne, finde ich fantastisch. Und so abwechslungsreich, da können wenige mitreden. Mein Curry köchelt, also gehe ich ein bisschen herunter mit der Temperatur. Reis, ich habe einfach so viel Reis. Ich rühre nur so lang, bis, es hat noch Reis hier, bis alle Reiskörner Fett um sich haben. Siehst du, die glänzen jetzt alle so mit Fett. Ich habe hier so viel Reis, hast du gesehen, es war voll gewesen. Und jetzt mache ich 1,5 so viel Wasser. Und zwar kaltes Wasser. Kurz rühren, ein bisschen herunter hier, bevor es überall spritzt. Und jetzt hole ich nochmal halb Becher. Da rühre ich hier kurz. Nicht vergessen natürlich das Salz dazu zu geben. Da kommt hier jetzt, ich habe übersehen, dass mein Löffel ein Loch hat. Ich will ein bisschen abmessen. So. Lege ich meine falschen Deckel hier drauf, so, bis anfangen zu köcheln. Und dann reden wir weiter. Ich kontrolliere hier jetzt meine Curry noch, was da passiert. Siehst du? Also, der Kürbis gibt nicht nur Wasser ab, gibt auch ein bisschen Stärke ab in diese Soße. Und auf einer Seite reduziert natürlich die Soße, weil es kocht, oder? Das ist der Effekt von der Hitze. Auf der anderen Seite, die Stärke bindet auch diese Soße. Und dann ist schön, es ist noch schwierig, aber die Soße wird jetzt cremig. Und es riecht fantastisch. Die Gewürze und die Erdnussbutter da. Und Butter selber, oder? Die Kürbis gibt gar nicht so viel Wasser ab. Ich kann jetzt schon den Rest für meine Kokosmilch geben und dann schön umrühren. Mache aber wieder zu, weil ich wollte nicht, dass die ganze Soße, die ganze Flüssigkeit hier verdünstet. Ich höre, dass jetzt schon kocht da. Siehst du? Und jetzt reduziere ich ein bisschen die Hitze, dass es köchelt. Und ich lege so den Deckel so ein bisschen so drauf. Ich lasse ein bisschen drauf. Gut. Und jetzt müssen wir einfach kurz warten, bis das ganze Wasser dort weg ist. Bis mein Curry so weit ist, der kocht ein bisschen intensiver noch bei mir. Ich mache sogar weniger Hitze da. Wenn man Koriander gern hat, macht man Koriander drin. Wenn nicht, kann man das glatte Peterli nehmen. Koriander gehört zu den Kräutern, die man erst am Schluss dazu gibt. Ich lasse einfach hier schon bereit. Ist da. Bei unserem Reis. Ich habe ganz wenig Flüssigkeit noch am Boden. Es ist nicht mehr Wasser, es ist einfach so schon eine cremige Flüssigkeit oder Wasser mit der Stärke vom Reis. Jetzt ist die Zeit zum Abstellen und ganz zudecken. Und jetzt lasse ich diesen Reis hier. Es ist einfach wichtig, dass ich abstelle, solange noch ein bisschen Flüssigkeit hat, damit es nicht verbrennt, weil natürlich es bleibt noch heiß unten dran. Abstellen, Deckel zu. Weil jetzt sind sie noch nicht ganz gar. Es ist noch sehr al dente, also es ist noch sehr bissfest. Wenn ich aber jetzt noch mehr Wasser dazu gebe und weiter koche, dann sind die Körner verkocht und die kleben ineinander. Für diesen Rezept wollen wir das nicht. Ich bin zu dem Zeitpunkt gekommen, in dem ich meine scharfen Anteil dazu füge. Ich nehme hier so getrocknete Peperoncini. Hast du gemerkt, ich habe eigentlich
nicht müssen Zwiebelschellen. Ich nehme alles von da, von der Steady-Küche, kurz umrühren und dann Koriander, wenn man gern hat. Ich bin hier schon bei Stufe 1. Es ist schon fast nichts. Und so behält Koriander auch den Geschmack. Ich finde gut. Kann ich auch abstellen. Guck mal den Reis an. Das meine ich. Siehst du? Es ist gekocht, aber es ist so locker. Und das wendet man. Machen wir dann hier ein bisschen, solange die Steady noch nicht da ist. Und dann noch diese cremige Curry. Schau mal, es schmeckt fantastisch. Guck mal. Kommst du ein bisschen früher noch, ist lieb? Ja, das ist Damit gut. du mal zuschauen, wie du das machst. So muss ich dich schon nicht holen. Hey, Es riecht so fein. ich stehe ja drüber. Riecht da diese Da hat Erde. sie nicht so gerne, wenn ich da stehe. Es Aber verwirrt egal. mich vollkommen. Vorher, ich kann mich jetzt nicht Aber rein. da jetzt ein bisschen. Ja, da habe ich kann ich gemerkt. abdecken. Ich hätte nachher schon geputzt. Aber. So. Und dann mache ich ein bisschen Soße da. Ich könnte mir vorstellen, ihr zeigt etwas und dann sind wir eine halbe Stunde weg und dann kommen wir zurück und es kocht. Einfach so für. Und so das ist Bild. wirklich, gell? Könnt ihr da noch? Also machen wir Haben das Sie so. schon alle Tümchen aufgemacht? Du, ich weiß nicht. Ich habe gemeint, ich koche einfach, weißt du? Machen wir Dass das wir Tümchen das auf. Unten da auf YouTube, das ist ganz einfach. Ich stehe jetzt wieder drüber. Hallo. Hallo. Hello, it's me. So, Jetzt kann ich endlich probieren. jetzt kannst du endlich probieren. Ich bin gespannt. Ich habe eigentlich vorher schon probiert. Sogar gleich. Nein. Ich wollte eben wollen, dass noch ein bisschen Fleisch dazu hat, aber es hat da kein Fleisch. Also, Es muss nicht immer sein. sind wir gleicher Meinung? Schreiben zu in die Kommentare. Siehst du, wie der Reis locker ist? Wow, schau mal. Sehr locker. Wow. Ja. Du hast recht, es braucht nicht immer Fleisch. Es kann sogar Kürbis sein. Mega fein. Es kann sogar Kürbis sein. Wenn du das nächste Rezept nicht verpassen willst, dann wäre ein Tipp, also so ein guter Tipp, sage ich, wie eben wie viel Wasser und wie viel Reis. Kanal zu abonnieren, damit du nächstes Mal wieder bei uns bist. Das würde mich freuen, würde dich, glaube ich, auch freuen. Total. Und es wäre schön. Auf jeden Fall Sehr, vielen sehr Dank fein. schon mal für heute. Ich bedanke mich einmal mehr bei dir fürs Zuschauen, einmal mehr bei dir fürs Kochen. Gerne, Dankeschön. gerne, gerne. Also das, was wir hier erleben. Und ich möchte vielleicht wissen, die meisten merken das gar nicht. Wenn sie kocht und ich präsentiere, fertig. Wir machen das nicht 100 Mal, sondern Es ist Patrizia einmal geht da, macht so, tak, tak, kannst probieren, essen. Und genau so könnt ihr es daheim nachkochen. Love, Peace, Herdöpfelgewürz. Herdöpfelgewürz, ein bisschen Curry, ein bisschen Peperoni oder so, Alles dazu. Peperoncino oder so. Schönen Tag, bis nächstes Mal. Ciao, Ciao ciao. zusammen.